Was sagst du zu dem Tag heute? Bis jetzt? Ja, fängt schon mal gut an. Dann geht's ja. Aber erst so ab 9:30. Guten Morgen alle zusammen. Also wie ihr sehen könnt, bin ich ja nicht in meinem Zimmer und ich bin auch nicht in DC, sondern die Isabel und ich, wir haben uns überlegt, dass wir am Wochenende einfach mal nach New York fahren. Das ist so krass, am Wochenende einfach mal nach New York. Wie man das halt so macht. Und ja, da nehme ich euch mal mit. Wir sind um 8 hier angekommen. Jetzt ist 9:30. 9:30. Wir sind jetzt zu unserem Airbnb gegangen, haben uns fertig gemacht, weil wir um 11 Uhr schon die Metro nach DC nehmen mussten und unser Bus erst um 3:30 Uhr gefahren ist. Was man nicht alles tut, um nach New York zu kommen. Ja, wir versuchen jetzt über den Tag zu kommen, weil wir haben eigentlich so gut wie nicht geschlafen, beziehungsweise schon, aber nicht gerade sehr gut und bequem. Und ja, jetzt gehen wir erstmal in den Central Park, der ist nämlich genau hier. Und dann mal sehen, was wir so machen. Wir sitzen jetzt hier auf dem Stein, also auf diesen Steinen, die halt hier im Central Park sind. Das ist ein schönes Foto. Ja. Und wir sind jetzt eigentlich fast durch. Es ist jetzt 11:20. Und dann gehen wir gleich zum Times Square und im Allgemeinen, wir gehen einfach mal ein bisschen da so gucken. Da sind die Pferdekutschen. Wir gehen jetzt zum Times Square und dann auf dem Weg werden wir mal gucken, dass wir was zu essen bekommen. So, wir waren gerade bei so einem Markt, Der hier mitten in die Innenstadt geht. Da war so alles mögliche, also war Essen, Schmuck, Anziehsachen, es gab alles mögliche da. Und jetzt sind wir gerade bei Chick-fil-A und Essen. Und danach gehen wir zum Times Square. wir waren jetzt gerade bei Chick-fil-A, unsere Bäuche sind gut gefüllt, wir sind fertig und wir laufen jetzt zum Times Square. Wir wollten eigentlich Wicked gucken heute, aber da wir gerade erfahren haben, dass das Tickets zu $100 aufwärts sind und die können wir kein Geld mehr haben. Wir haben uns dann entschieden, Finding Neverland zu gucken und wir haben gesagt, wir gucken jetzt diese Show, weil es echt sehr warm ist und wir nicht noch weiter rumlaufen wollen und einfach mal statt dran irgendwo sitzen wollen. Okay, also wir waren jetzt gerade in Finding Neverland. Ich fand's gut. Okay, hat sich gelohnt. Ich fand es echt richtig gut. War richtig cool. Auch so die Story und so. Und die Lieder waren auch alle gut. Haben sie gut gemacht. Und jetzt gehen wir mal zum M&M Store.
zur Grand Central Station und laufen da jetzt mal hin. Also, Isabel und ich, wir sind jetzt in unserem Airbnb. Wir sind fertig mit der Welt. Wir sind bestimmt 20 oder mehr Kilometer gelaufen heute. Wir sind einfach so kaputt, weil wir gestern um 11 Uhr mussten wir die Metro nach DC nehmen, um unseren Bus nach New York zu bekommen. Das heißt, wir haben nicht wirklich geschlafen. Wir hatten vielleicht 2 Stunden Schlaf und waren jetzt die ganze Zeit wach. Und unsere Füße sind so tot. Und wir sind so fertig und wollen einfach nur noch schlafen gehen. Also es soll jetzt überhaupt nicht danach klingen, dass wir irgendwie complainen, weil ich meine, es kann nicht jeder mal eben nach New York fahren. Aber es war halt einfach super anstrengend. Es war trotzdem ein toller Tag. Wir waren am Times Square, wir haben uns ein Musical angeschaut, wir haben uns Finding Neverland angeschaut. Das war einfach so ein schönes Musical. Das kann ich nur jedem weiterempfehlen. Es war so toll. Die Schauspieler waren super, die Lieder waren toll und es hat einfach Spaß gemacht zuzusehen. Das Einzige war, dass es in diesem Raum, also wo man halt saß, so kalt war, dass man so gefroren hat. Das war der einzige kleine Makel quasi. Wir waren bei Sephora. Sieht man vielleicht, ich habe einen Lippenstift ausprobiert. Ich habe nichts gekauft. Gut gemacht, Lisa. Und sonst ja, wir machen uns jetzt eigentlich noch viel. Wie spät ist es denn? 7:45, dann lauern wir vielleicht noch ein bisschen, gucken ein paar Videos. Und dann gehen wir pennen. Wir sind einfach so fertig. Also wir sind von oben, also wir wohnen eigentlich fast oben am Central Park, sind wir runter zum Times Square gelaufen und alles und wir sind das Ganze gelaufen und wir mussten uns auch wieder zurücklaufen. Und wir sind jetzt einfach so geschafft. Also die letzten paar Meter wie immer so, okay, wir machen 10 Straßen und dann setzen wir uns kurz hin und dann geht's weiter. Also es war echt anstrengend, aber wir haben es geschafft und jetzt freuen wir uns aufs Schlafen und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen, dass ich euch mit nach New York genommen habe. Morgen kommt der nächste Tag. Ich weiß noch nicht, ob ich das morgen auch hochlade, ob ich das geschafft habe, alles zu schneiden. Mal sehen. Aber ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, dann gebt es doch bitte einen Daumen hoch, damit ich das weiß, dass ich vielleicht öfter solche Videos mache oder ja, damit ich einfach weiß, ob ihr überhaupt sowas sehen möchtet. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ciao! Hallöchen alle zusammen, willkommen zu meinem neuen Video und zwar ist das mein 6 Monate Update.